Also wir sind der Meinung, dass der Index am Konflikt zu dem, was immer behauptet, dass keine Lohnerhöhung ist, wie das ein Ausgleich für die Inflation, der Tisch das am Anfang, weil der Lohn, den in Hut 2,5% immer wert ist, wie für die war, durch die Inflation, wird das ausgelacht. Und das ist wichtig, dass ich meine, Lohnverlust, also die Anfang am Düffel, also wichtig, dass der Halle bei dem Mechanismus, d'autant plus wie zu Lützeburg 50% für die Leute nicht einen Kollektivvertrag sehen, der Tisch überhaupt nicht geschützt sind, auch PKF zu verhandeln. Wenn man das gegen den Aufschreiben von der Generation zu fällen, und man wirklich eine Zwei-Klasse-Gesellschaft blockiert, wo die einen wahrscheinlich noch aber plus oder mehr oder Inflationsausgleich oder Verhandlungen kriegen, nach die anderen Dinge durch das Sozialnetz fahren. Die wird gesagt, oder in einem Programm steht auch Krisenzeit, da gibt es dann noch drin, also kein gut sind, dass ihr vielleicht danach ein bisschen in den Index Fülle geht, vielleicht nicht noch manipuliert. Was tut er dafür gesehen konkret? Dann kannst du drei Daten erklären. Das ist das so weiter manipulieren oder nicht? Also wir wollen so den Index genauso gemacht haben, wie für die war. Aber wir haben just gesagt, wann natürlich in einer wirtschaftlichen Krise, wo es wirklich immer ganz problematisch sind, Finanzen für kleine Mittelbetriebe. Da muss ich mit den Sozialpartnern darüber diskutieren, ob wir nicht verschiedene Motivationen nicht. Wieso auch plötzlich gemerkt sind in den letzten Jahren, wo ihr seht, wir limitieren der Banktranche Jahre, die gleichen Inflation nicht gerade ganz aus. Finanzen für zu verhindern, dass hauptsächlich kleine Mittelbetriebe leider losgehen. Weil ein kleiner Handwerksbetrieb, den ich so mal 5 bis 10 Leute beschäftigt, bei dem Lohn, was an einem Jahr, an einer Konjunktursituation nicht schlecht ist, um 5, 6, 7% mitgeht, das kann dafür zu feiern, dass denen nicht gelingt, wenn man da bricht, an dem überlebt. Und ich meine, das muss ich berücksichtigen. Dazu in einer Runde mit den Sozialpartnern diskutieren, und ich meine, dann ist es noch möglich, für Lösungen zu finden, für am Sozialkonsens, für die Hause rauszukommen. Prinzipiell, ich meine, dass den Index so erhaben gehen, für die große Masse von der Leute stellt, die sich ganz ernst ist. Ich so immer, wenn ich gucke am Bankensektor oder auch am Stohlsektor, da ist es nicht so, dass die Situation schlecht ist. Wenn ich gucke Benefizmeldungen am Bankensektor, da kann ich nicht feststellen, dass der Sektor schlecht funktioniert. Aber da sehe ich auch nicht an, dass die Leute nicht so einen Inflationsausgleich kriegen, das wäre wirklich die falsche Idee. Was hat er davon von einem gedeckelten Index? Das ist von gesagt, von der CSV relativ nur weit, also man 4 gedrückt gehen aus. Wie sind die Grenzen? Ist das gut vorne oder ist das der Gründe dann schon? Du von der Hand ist gut nicht, weil das ist die erste Etappe, der nächste Schritt für den Index ganz oft zu schaffen. Alle überlegen überhaupt den gedeckelten Index, der wie sozial, so nicht das stimmt nicht, weil das dann Resultat. Weil die Leute, die mehr kriegen bei der 2,5%iger Tranche, weil sie vielleicht viel verdienen, die müssen noch eine mehr Steuern, das ist in denen geht über Steuern weg. Aber man fand, dass das nicht gerecht ist, dann muss man Steuerprogression ändern. An net zum Index fummel hun. Diejenigen, die den Index will entdecken, die wollen just das die haben und die zweite Etappe, dass sie ganz so verschärft wird. Weil das da von der da wie so immer so ruhig den Deckel umsetzen. Wann ich höre, ja, das ist froh, was stellt der dabei selbst für? Ja, ich mal gut nicht, weil ich nicht von allen. Oder war der erste, was ich bin an einer öffentlichen Tableau, ich den Fraktionschef der CSV gefragt, weil die oder 4 sind nicht so normal wurde den Deckel umsetzen, wo ich keine Antwort gekriegt. Weil sie wissen ganz genau, wann es soll die kleinen Betriebe es nutzen oder soll es nutzen, dann müssen sie schon einfach so mit der gleichen Ausbildung für Mindestlöhne oder übernehmen. Ich meine, dann ist der Index so gut wie aufgeschärft. Dann dürfen sie mit der Geld. Wir fanden dann, dass wenn die Situation schwierig ist, da soll man den Sozialpartner verhandelt gehen und etwas am Konsens, die sich geben, für alle die Mittel bis Kleingehalte geschützt bleiben. Eine letzte Frage. Krisenzeiten sind dann voraussetzen für das geschickt, wenn definiert hat. Wie lange geht das nach? Wie sind die gering? Die aktuelle Krise, wenn ihr das auf 4 Jahre oder Prognosen habt, dass sie schwierig dann zu definieren. Da ist nicht für den Index soll funktionieren, also im Voraus. Wie ist das da? Also ich muss Ihnen entscheiden, wir sind in einer ziemlich tiefer Krise, mit die nicht immer heißt, dass zum Beispiel auch Betriebe oder Hauptbranche schlecht laufen. Dafür muss ich da differenziert gucken. In einer wirklich schwierigen Krise verstehe ich, dass wir 2008 hatten, dann 2011 hatten, 2008 bei der Finanzkrise, wo wirklich Wüstung hatte, wo wir am Minuswüstung gegangen sind, oder 2011 bei die Staatsschuldenkrise sich noch bis heute auswirkt, aber lo fängt besser zu gehen. Das gesehen ist als schwerwiegende Krise. Ich meine, für den Rest die Wirtschaftskrise, die hat viele Facetten. Wir haben noch nicht alles gemerkt, für das wir aus der Rasur gelehrt haben. Ich gebe euch ein Beispiel, die Finanzmärkte, die dereguliert Finanzmärkte, die als viel an die Krise gefordert haben,
die sind auch immer nicht reguliert genug, an das am Gang die nächste Bühne abzubauen, die nächste Spekulationsbühne abzubauen, das werden, dass man nachher Schütte klären. Und dafür muss ich ja setzen, dass man auch die internationalen Finanzmärkte, die besser reguliert werden.